Endlich Feierabend und Zeit zum Zocken. Vielleicht ein bisschen Mario oder Zelda mal gucken, ob... Was denn jetzt? Was ist denn das? Gott verdeckelt sie ja noch einmal, was soll das? Red Light of Death. Auch bei der Wii U. Da ich dieses Phänomen schon einige Mal beschrieben habe, aber noch nie so recht zeigen konnte, dachte ich mir, zeige ich euch einfach mal, wie das genau aussieht und wie ich persönlich das Ganze behebe. Oder zumindest mal versuche. Ja. Dazu gibt es einige allgemeine Tipps, wie zum Beispiel die Konsole 2 Minuten lang vom Strom zu nehmen, an eine ruhige Position zu stellen, sprich auch dort, wo halt die Lüfter alle frei sind und nichts irgendwie was verdecken könnte, und dann das Ganze noch einmal versuchen. Hat bei mir aber nie funktioniert. Was bei mir eher funktioniert ist, die Konsole einfach mal 20 oder 30 Minuten ans offene Fenster legen. Ja, da hat sie es schön gemütlich gemacht, da freut sie sich und ist das schweinemäßig kalt. Circa 20 Minuten später. So, jetzt will ich doch mal gucken, ob das nicht wieder funktioniert. Na, komm schon, komm schon. Seht ihr, es geht wieder. Sie läuft wieder, sie blinkt wieder blau. Ich will das Gamepad wieder rotieren. Ja, es ist alles so, wie es sollte. Ich kann endlich wieder mal zocken, hey. Mann, oh Mann, hey. Aber die Frage ist doch bloß, wieso? Wieso tritt der Fehler immer wieder auf? Wieso muss ich immer wieder, nachdem ich eine Stunde oder so jeweils gezockt habe, und dann die Konsole zum Beispiel am nächsten Tag wieder starten möchte oder sogar am gleichen Tag wieder, wieso muss ich eben diesen Umweg gehen und die Konsole halt eine bestimmte Zeit lang, jetzt waren es zum Beispiel 20 Minuten, aber es kann auch durchaus länger sein, wieso muss das Ganze immer erst abkühlen lassen? Ist da irgendwie der Wärmesensor defekt oder ist da sonst irgendwie was im Arsch? Hoffentlich kann mir Nintendo weiterhelfen, sobald ich die Konsole eingeschickt habe. Aber bis dahin heißt es wohl, sich selbst helfen und einfach mal ein bisschen Freezer spielen. Haha, ja, der Witz mit dem Kühlschrank wird doch niemals alt. Oh Mann, oh Mann. Ja Leute, dieses Video ist zum einen dafür da, für diejenigen unter euch, die das Problem auch haben mit der Wii U, mit dem Red Light of Death, die da vielleicht einen Anhaltspunkt haben, vielleicht klappt das bei euch auch so, das Ganze zumindest mal für eine bestimmte Zeit so umgehen zu können oder halt, wie gesagt, kurzzeitig nur das Ganze reparieren zu können oder halt auch, damit ihr auch wisst, ihr seid nicht alleine mit dem Problem, es gibt noch andere und vor allem halt auch meine treuen Zuschauer, damit die wissen, dass da nicht irgendwie einen Schmarrn erzähle und gar keinen Bock habe zum Aufzunehmen, sondern auch wissen, das Problem hier besteht wirklich, das ist das sogenannte Red Light of Death Mysterium der sogenannten berühmt-berüchtigten HD-fähigen und super coolen Konsole von Nintendo, die Wii U. Ansonsten ja eine echt coole Konsole, aber dieses Red Light of Death Syndrom, das ist sehr, sehr nervig. Vor allem auch deshalb nervig, weil ihr habt es gesehen, es hat zumindest ein paar Mal wieder funktioniert mit dem Abkühlen und dann wieder einschalten, das geht soweit, aber das Problem ist halt, wie lange geht das noch so gut, wie lange kann das noch so durchziehen, bis irgendwann die Konsole halt mal endgültig den Geist aufgibt. Wie lange geht die ganze Geschichte noch gut? Eine sehr, sehr gute Frage. Eine Frage, auf die ich leider noch keine Antwort weiß.